Und auch in der heutigen Ausgabe dreht sich alles um das bekannte Spiel Gwent. Zoltan? Geralt? Eine Partie Da sage ich nicht nach. spielen wir. Und zwar geht es um die Quests Gwent-Spiele gegen Freunde. Ja, richtig gehört, da gibt es genau, also insgesamt gibt es da 4 Freunde, die man antreten kann. Jeder von ihnen hat natürlich wieder mal eine seltene Karte für einen Petto. Des von denen ist Zoltan, also im Grunde genommen spielt es keine Rolle, welche Reihenfolge man das Ganze macht, aber es ist schon so empfehlen, mit Zoltan zu starten. Eben halt um die Quest zu starten und von dem her, ja, würde ich schon empfehlen, mit Zoltan loszulegen. Wie ihr seht, das spielt ein Scoia'tael-Deck. Scoia'taels sind ja doch ziemlich effektiv, weil wenn es darum geht, halt Gegner ein bisschen in die Irre zu führen, aber auch halt, wenn es darum geht, dass man halt auf die jeweilige Situation reagieren kann. Er passt bereits. Okay, jetzt gucke ich mal. Spionkarte, ich spiele nochmal eine. Das kann sowieso nicht schaden. Und mal gucken, was kriege ich denn noch für Karten. Ah, ich habe sogar Ciri bekommen. Ist das geil, ey. Und gewonnen. Nice. So, er hat noch 10 Karten. Ich habe mittlerweile 12. Ich bin daher leicht im Vorteil, sogar im Zug. Also sprich, im ersten Zug, das ist zwar meistens eher ein Nachteil, aber jetzt mal gucken, wie es jetzt aussieht. Mit Wesemir im Angriffsmodus. Ja, Angriffsmodus sage ich immer noch, war. Wegen Yu-Gi-Oh! Und so weiter, aber nee. Das sind ja bloß die Nahkämpfer. Triss Melegold! Auch die Karte kriegen wir hier noch. Also sprich, diesen Part noch. Und zwar müsste das, wenn ich mich richtig erinnere, der dritte unserer Freunde sein. Na doch, Wesemir war. Gut, gehen wir mal mit ihm los. Zack. Full Power Mode. Oh yes, und diese Karte hier, die kriegen wir von Zoltan. Die Triadenkönigin, alter Schwede, ja, die kennt vielleicht ein oder andere aus den Büchern der Hexereihe. Ein bisschen boosten hier. Mal gucken, hat er noch? Natürlich hat er einen Verbrennen und Dankeschön. Natürlich, die Karten mit dem höchsten Wert, die gehen drauf. Da halt der höchste Wert 16 war und ich 2 Karten davon hatte, gingen halt beide von drauf. Naja. Ja, Scoia'tael ähnlich wie die Monster, also wie das Monster-Deck eigentlich auch. Können sie Verstärkung rufen? Nicht immer ganz praktisch, aber nun ja. Was soll's? Okay, machen wir mit Tribock. Mal gucken, hat er irgendwie noch eine Wetterkarte? Natürlich hat er eine Wetterkarte. Der strömende Regen, wenn er mir auf den Sack geht, hey. Ich habe so noch Foltes in der Hinterhand. Jetzt will ich Wettereffekte so kann er auf gutes Wetter ausspielen. Erstmal gucken wir uns den König von Kovia Povis, obwohl das war der alte König, der starb ja auch in Roman noch. Der Boost auch ziemlich, wa? Mal gucken, er hat noch 2 Karten. Ich jetzt ein bisschen versuche ihn zu nerven. Na, wie sieht's aus? Oh nein, spielt er 3 Bohlen. Nein, der goldene Drache. Natürlich müsste einen Drachennamen aussprechen. Man kann keinen aussprechen, das ist ein reiner Zungenbrecher. Half-Counterstütze. Oh nein, noch mehr Power. Gut, das ist... Er passt. Logisch, er hat keine Karte mehr. Was mache ich jetzt? Ich könnte ihn theoretisch noch aufholen. Wie gesagt, ich habe Foltes noch in die Wetterkarte. Wobei 30. Das wird eng werden. 10, 16. Na komm, ist das. Nee. Lohnt sich nicht, come on. Er hat eh keine Karte mehr, sprich eine Karte, die ausspielt, habe gewonnen. Ich habe noch 3 Karten, also von dem her kein Problem für uns. Und der erste unserer Freunde wurde besiegt. Ich hab wohl gewonnen. Verdammter Schock angesichts deines Anfängerblatts. Hier, nimm diese Karte. Du brauchst sie. Du solltest dringend deine fürchterliche Sammlung verbessern. Du brauchst mir keine Schande zu machen. Ich hab ja Rittersporn. Vielleicht kannst du deinem Freund Roche was aus den Rippen leiern. Der hat angeblich gute Karten. Ein sehr guter Hinweis, also ab zu Roche, weil Rittersporn, der zockt irgendwie nicht gegen uns. Naja. Die Karte, die wir bekommen haben, genau, die Triadenkönigin. So, Scoia'tael, wunderschön, war. Ach, nur bezaubernd. Geralt von Riva, gesund und munter.
Wernrosch, die letzte Hoffnung Temeriens. Spielst du Gwent, Roche? Ja, aber ich habe hier keine Gegner. Wenn du ein Blatt hast, hol's raus. Viel Glück. Und was ich für ein Blatt habe. Ja, wieder mal mit Fulltest kommen. Oh, er hat auch Fulltest, gut, das war zu erwarten. Hätte es auch M hier irgendwie, also sprich, Nilfgaard-Deck nehmen können. Mal gucken, genau, das sieht noch gut aus. Geht der weg? Okay, Spion brauchen, dann geht Kera raus. So. Mal gucken. Ich habe Wernrosch als Heldenkarte, plus Ciri auch noch. Ja, gut, gut, gut. Der Belagerer, der Belagerungskarten. Das wäre auch nicht so schlecht, obwohl ich ja immer noch da meine Fulltest-Karten eigentlich die beste finde. Ein gutes Wetter auszuspielen, klar, ich habe die Karte selber im Deck, aber es kann trotzdem nie schaden. Ups. Ja, das wird ein lustiges Duell. Ja, wie sie mir kommen. Johann Nathalis! Oh Gott, ey. Natürlich ist es auch eine Heldenkarte. Jo. Komm, spielt Dijkstra, will ihn ja zurück auf die Hand nehmen. Nö, spielt natürlich nicht. Ein bisschen nerven? Jo, wieso nicht? Hehe, richtig nerven natürlich. Mit sich selbst greift ihn an, nicht schlecht. Also doch mit ihm selbst greift ihn an. Gut, wieso hat er das Horn gespielt, anstatt Fulltest Fähigkeit zu nutzen? Ist er sich so siegessicher oder will er einfach mich ein bisschen in die Irre führen? Egal, boost mich mal ein bisschen selber. Du hat auch Wesemir. Eine der vielen neutralen Karten hier bei Gwent. So, endlich spielt mal Dijkstra. So, jetzt kriegt er noch 2 Karten. Das soll er von mir aus machen. Nämlich Dijkstra zurück auf die Hand. Er liegt in Führung und dann eine Karte mehr, war. Ich darf ihn nicht gewinnen lassen, weil das ist schon ziemlich übel. Ah, der Frost, aber momentan schadet er mir selbst am meisten. Vielleicht Ciri spielen und sicher gewinnen. Wenn eine Karte weniger nach wäre im Vorteil. Aber noch mehr Karten. Jo, das Verbrennen ist doch perfekt. Hey, 2 12er alle weg und die Runde gehört uns. Ui, aber auch Schweine. Alles klar, jetzt fange ich natürlich an, weil ich gewonnen habe. Ich kriege eine Karte dazu, sehr schön. Gehe ich jetzt auf Sieg oder versuche ein bisschen aus der Reserve zu locken? Ja, komm, wieso eigentlich nicht, war. Weil jetzt muss er schon einiges spielen, damit er da ein bisschen aufholen kann. Vielleicht jetzt passen. Da versuche ich doch alles in diesem Zug. Ich meine, ich habe den Kartenvorteil auch von dem her. Ich kann es mir eigentlich leisten. Ups, ich habe gar keine neutrale Karten mehr. Was? Das spricht keine nicht hellen kann auf dem was ist ein Enker? Du kannst sagen Friedhof, natürlich auf dem Ablegestapel. Ach nee, war der falsche Effekt. Entschuldigung, das war ja das. Genau, jetzt kann ich es zurückholen. Der andere ist zum Boosten. Mann. Habe ich gerade die Effekte durcheinander gebracht? Ja, die mit dem Herzsymbol sind diejenigen, die aus dem Ablegestapel zurückholen können und die mit dem Kreuz, wenn du so willst, oder mit dem Schweizer Kreuz sind ja diejenigen, die aufpowern. Hey, Schweizer Kreuz zum Aufpowern, dann schlecht. So. Ja, jetzt spielen wir was im Angriffsmodus. Bringt nur relativ wenig da. Das könnte ich ja eigentlich. Oh, verdammt. Voll der Spezialeffekt aktivieren geht nicht, weil natürlich. Ja, weil kein Wettereffekt liegt. Kannst du die Karte gutes Wetter kann ich schon spielen, das ist kein Problem. Aber Fulltest Fähigkeit, die kann ich eben nur aktivieren, wenn eben eine Wetterkarte liegt. Das ist ein bisschen doof hier. Jo. Wir haben gewonnen, wa? Crazy, ob doch war. Darf keine Karte mehr. Zacke, Bums, Alter. Mit 23 Punkte Vorsprung. Nice.
Du hast gewonnen. Glückwunsch. Hier, du hast die Karte verdient. Weißt du, welcher Gegner sich sonst noch lohnt? Ich habe von einem Mann gehört, der kürzlich durch Novigrad gekommen ist. Es wird dich interessieren, dass er auch ein Hexer ist. Lambert heißt er. Der alte Lambert, ein Kartenspieler? Interessant. Dann warte ich noch auf einen Kumpel aus dem Süden. Der spielt gerne und gut. Aber noch besser ist er darin, sich zu verspäten. An deiner Stelle würde ich nicht warten. Ja, Leute, ein guter Hinweis, nämlich auf eben Lambert und... da ist Saskia aus The Witcher 2. Moment mal. Nee, Moment, das müsste Scoia'tael-Karte sein, wa? Selbst ist ja kein Scoia'tael, aber Schönheit... Million, yo. Die gute alte Saskia, ich frage mich, ob die hier vielleicht auch noch einen Auftritt hat. Nach halt DLCs oder sprich Blood of Wine oder Hearts of Stone. Kann sie nie wissen. Ja, in Lambert, da muss ich ganz kurz noch erklären. Lambert kann man entweder hier in Novigrad noch treffen, der hat eine Quest ausgeschrieben, wobei er selbst stimmt gar nicht, aber es geht um einen Vampir. Wenn man diesen Vampir jagt, dann trifft man auf Lambert noch und die Quest entwickelt sich noch ein bisschen spannender. Oder man wartet, bis man in Kaer Morhen ist, sprich wenn es um die Quest mit Uber und so weiter geht, ihn nach Kaer Morhen zu bringen, dann kann man auch dort gegen ihn fighten. Ist dem als euch überlassen, wann ihr gegen Lambert antreten wollt. Nur ihr müsst halt vorher sein, also sprich jetzt da in Novigrad mit der Quest oder halt nach in Kaer Morhen. Weil nach der Schlacht bei Kaer Morhen ist er ja weg und dann ist es leider nicht mehr möglich. Und hat doch noch eine relativ interessante Karte für uns. So, ich sortiere noch ein bisschen hier. Scoia'tael ist ja schon genug, aber naja. Können wir reden? Worüber? Schon mal Gwent gespielt? Na klar, ich habe sogar versucht, es Wesemir beizubringen, aber er hat sich als ungeheuer begriffsstutzig erwiesen. Warum fragst du? Willst du ein schnelles Ründchen spielen? Und ob. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du plärren wie ein Säugling. Ach, die alten Angeber immer, wa? Ja, wenn man mit Volltest kam. Kann ich eigentlich am besten und von dem her. Es geht vor allem ums Gewinnen so, und die Karten zu zeigen. So, mit einfach auch Rittersporn und so weiter im Deck. Yo. Ach ja, der gute Lambert. Wie gesagt, hier sobald man die Quest mit ihm in Novigrad gemacht hat, also danach halt kann man ihn ansprechen und dann gegen ihn zocken. Oder eben dann in Kaer Morhen, wenn es um die Quest mit Uma geht. Da spielt Ritz schon am Scoia'tael-Deck, ganz schlecht. Dann kann er mal mit Ciri. Oh. Das ist wieder auch nicht schlecht, hä? Gut. Der alte König von Kovia Povis. Man sieht schon, Lambert und ich schenken uns nichts. Tja, natürlich der Vorteil ist, ich habe immer einen Nachzug, aber man kann kämpfen, also habe ich doppelt. So langsam mal verbrennen spielen, ich weiß nicht, man hat einfach nur eine Karte, das ist ein bisschen doof. Rittersporn zu spielen hier bringt es eigentlich auch nicht, außer wir in die Irre führen wollen. Er passt leider in Führung, ist jetzt ein Verbrennen, würde ich natürlich genau gewinnen. Der eigentlich Rittersporn umsonst gezockt war. Naja, kaum eine Karte mehr muss schon sein. Ja, das sieht ja mal ziemlich mies aus. Gut, ich kann damit Rittersporn zurückholen, aber die für die Belagerungsreihe machen, wa? Das Horn, das wäre eine Idee. Ja, ich mach's anders. Ja, kommt Runden passen, klappt's auch, weil du musst ja wieder eine Karte spielen zum Gewinnen, logisch, oder? Gut, das war jetzt nicht gerade mit vielen Angriffspunkten, aber immerhin eine Karte. Jetzt beginnt er wieder und ich habe Nachzug, das ist ja eigentlich immer besser. Jennifer von Wengerberg, auch eine neutrale Karte. Bereits 13 Punkte auf dem Feld. Jo, das ist not bad. Hier kommt der Rittersporn. Muss
schon zugeben, Rittersporns Artwork hier sieht schon ein bisschen bescheiden aus. Da war sein Balladenhelden-Artwork schon ein bisschen besser. Oh oh, Verstärkung. Ja. Weiner. Faszinierend. Der Nebel ausspielen war. Doch eigentlich selbst noch, obwohl eigentlich nicht wirklich. Triss Merigold! Man glaubt es, Leute, man glaubt es, aber wir kriegen von Lambert echt die Karte Triss Merigold. Ohne Witz. Autsch, das tut jetzt aber weh. Kann natürlich unten noch boosten. Boost! Und, was sieht's aus, Lambert will es noch gewinnen, kann es noch gewinnen. Er kann natürlich nicht mehr gewinnen. Wieder einmal Sieg auf ganzer Linie. Und der dritte von 4 Freunden ist down. Du hast gewonnen. Ich kann nicht fassen, dass ich meine einzigartige Karte rausrücken muss. Na, besser du als sonst jemand, schätze ich. Danke, danke. Ja, quittet alle Freunde. So. Triss Merigold als Karte. Wie nice ist das denn, bitteschön? Mal ganz kurz angucken. Wobei ich zugeben muss, Triss hier, es ist auch eine neutrale Karte. Aber ganz generell finde ich schon, dass Triss mit nur 7 Punkten, auch wenn es halt sowohl neutral als auch Heldenkarte ist sie schon ein bisschen schwächer. Ich meine, wie Jennifer 7 Punkte, 7 Angriffspunkte, okay, aber keine Effekte, nix. Das ist natürlich schon. Also bei ihr wäre so ein Kreuz, sprich man zu stärken, so, der wäre schon nice gewesen. Hätte man ruhig machen können. Naja. Aber sonst so eigentlich fast schon die ganze Loge war, aber wie die meisten auch Kehrer. Sieht überhaupt nicht so aus wie hier im Spiel, aber gut. Waren nur 22, kann es aber nachher zu viel im Decken, das ist auch nicht ganz praktisch. Oder Kehrer raus noch für West rein, wegen Rittersport im Angriffsmodus. Ich sag im Angriffsmodus. Frontalangriff natürlich, Nahkampf. Naja. Und der letzte, Freunde, Thaler. Die Quest aktiviert sich halt erst, weil wir Thaler gefunden haben, mitten der Assassinen-Quest eben. Also sprich, wenn wir halt Triss bereits verabschiedet haben und mit Dijkstra gequatscht haben, nachher mit Roche noch, um Thaler zu suchen, dann können wir hier gegen ihn fighten. Oder wenn es halt erst später ist, auch erst, ich glaube, im Laden 7 Katzen, glaube ich, ist er zu finden. Bin ich recht informiert, dass du Karten spielst? Ich spiele alles. Würfel, Karten, Schach. Dabei kann ich mich entspannen. Suchst du nur ein Gesprächsthema oder willst du spielen? Gut, spielen wir. Aber denk dran, ich bin nur an guten Karten interessiert. Schrott will ich nicht. Ja, das passt perfekt, denn mal mit Nilfgaard zocken. Stärke ist gar nicht mal so schlecht, also so habe. Aber auch von 10 Sonderkarten, das passt auch noch. Monster Scoia'tael doch im Volltest. Na komm, Versuch war. So, Nilfgaard heißt, wenn ich halt unentschieden, oder wenn wir unentschieden spielen würden und auch gewinnen, das ist halt ein Nilfgaard-Effekt. Und wegen der Fähigkeit eben da von M hier, kann ich die gegnerische Fähigkeit annullieren, was natürlich auch ganz geil ist. Und übrigens der Thaler, gegen den würde ich unbedingt zocken, Leute. Also gegen Lambert muss man nicht unbedingt, weil im Triss, auch wenn es geil ist, die Karte selbst zu haben, aber es ist nicht unbedingt so stark. Aber die Karte, die wir von Thaler kriegen, das ist eine der 2 stärksten Karten im ganzen Spiel. Also sprich, von der Anzahl Punkte halt her. Was spielt Regis? Der gute Vampir aus den Büchern. Alter, ich will gefällt sich hasst dich so, ey. Naja, was machen wir da? Spielen wir Loge aus oder was machen wir da am besten? Ja, wieso nicht? Okay, ihr spielt denn da? Verbrüderung. Boah, 2 kamen bereits 20 Punkte. Ja, das war ja klar. Auf alles gelegt. Regis genauso.
Null, dem Eis gar nichts ausmacht. Hallo, ist ein höherer Vampir und so. Genauso wie Feuer, obwohl ich mir damals schon Büchern gefragt habe, wie kann das sein, dass da irgendwie Willige Forts trotzdem, aber gut, nicht so viel spoilern. Fringilla Vigo, ja, Geralt hat zu der ja auch eine besondere Beziehung. Also, besonders würde ich sagen. Nicht so wie zu Yen oder Triss sogar behaupten, obwohl Triss könnte schon hinkommen. Tja, man haben wir sie gesehen, Geralt von Riva als Karte im Balladenheldensatz und Moment, steht es überhaupt Balladenhelden? Doch, müsste es so sein. War ja klar. Und diese Karte kriegen wir von Thaler. Und die ist halt nebst Ciri ist halt die stärkste Karte mit 15 Punkten, logisch, oder? Ich boost mal ein bisschen die Loge. Geil. Ja, am besten sind wir mit Nilfgaard, also wie ich zocke, halt, dass man die erste Runde gewinnt. Und die zweite halt direkt passt und dann halt wegen Unentschieden muss der Gegner halt eine Karte spielen, weil sonst verliert er halt wieder. Außer der Gegner spielt ein Monsterdeck, das ist natürlich doof, weil halt eine Karte auf dem Feld bleibt. Das ist dann, ja, so gepasst, das haben wir unentschieden. Also eben, er muss jetzt eine Karte spielen, damit haben wir wieder Kartenvorteil. Weil sonst gewinne ich durch Emhirs genialen Effekt. Obwohl, nee, ist ein Nilfgaards Effekt, nicht Emhir hat seinen eigenen da. Hafke unterstützen, wa? Und 15 Punkte, was für eine Schweinerei, alle weg damit, kein Bock auf euch. Burn. Da waren es noch 2. Okay, hat nichts mehr, wir haben schon gewonnen, Leute. Schwerer Feuerskorpion, Jetzt haben wir ein gutes Wetter gehabt, naja. Wer will, kann es machen. Und wir haben den letzten der 4 Freunde geschlagen. Ach, ist das nicht geil, ey. Jetzt die Frage, soll man ganz demütig alle Karten spielen, aber nee, bringt's echt nichts. Nee, wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache. Militäres Madiger Möse. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich das verfickte Blatt zusammen hatte? Nein. Kennst du übrigens noch mehr gute Spieler, die vor allem gute Karten haben? Ich habe in letzter Zeit viel von einem Typen namens Lambert gehört. Der Scheißkerl hat angeblich ein ganz böses Blatt. Du könntest ihn übrigens kennen. Er ist auch Hexer. Genau, das eben für den Fakt, wenn man halt Lambert erst als 4. machen sollte, sprich wenn er in Kermuren und so rauswollen sollte. Hier war das anders, wir haben ihn bereits vorgeschlagen und deswegen ist die Quest trotzdem abgeschlossen. Die Karte Geralt von Riva, alter Schwede, das war eine geile Karte. Und ja Leute, jetzt haben wir also alle Freunde geschlagen, es waren also 4 Stück, damit ist auch diese Quint-Reihe beendet, also vor allem diese Quint-Quest-Reihe. Und, lass mal ganz kurz mal gucken, von der Part-Reihenfolge her, im nächsten Part würde dann wohl Geralt von Riva, alter, krass ey. Ja, nächsten Folge dann folgt das große Quint-Turnier hier in der Passiflora. Und dieses Quint-Turnier ist schon ziemlich übel. Also ihr seht, ich habe eigentlich schon ziemlich gute Karten, vor allem ziemlich stark, auch mit 3 Bowlen und so an den ganzen Effekten und so weiter und so fort. Aber trotzdem kann es durchaus sein, dass ich hier sehr schnell verlieren werde. Also das ist überhaupt keine Chance, weil im Quint-Turnier treten echt die Base gegen die Besten an und gewinnen ist ja auch ein bisschen Glückssache und so weiter. Naja, aber ihr habt trotzdem Spaß im nächsten Part. Hier beim großen Quint-Turnier, wo wir dann ja, sowohl Karten gewinnen, aber auch neue Freundschaften schließen, noch ein bisschen was erleben, Sidequest-mäßig eben und auch, naja, eine Bettgeschichte war, sagen wir es mal so. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.